verfolgt. Dieses erste gruselige Video stammt von TikTok, hochgeladen vom Nutzer Black Sorrow. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Arbeit als professioneller Totengräber der unheimlichste Teil des Lebens von Will Graves ist. Doch im Laufe der Videos wird auf beunruhigende Weise deutlich, dass ihm sein Job vielleicht auf gewisse Weise nach Hause gefolgt ist. Okay, TikTok. Momentan ist im Keller kein Strom. Ich schwöre, ich höre ständig Schritte. Ich weiß nicht genau, was es ist, doch es ist gruselig. Im Waschraum ist noch Strom, das ist gut, aber sonst ist im Keller völlig Stromausfall, seltsam. The rest of the basement's power is completely out, which is very strange. I'm not sure what that noise was, but... Als Will den Keller betritt, sieht er eine mysteriöse dunkle Gestalt, die regungslos in der Badewanne mit dem Gesicht zur Wand steht. Aber wer ist das? Und als Will einige Zeit später ins Badezimmer zurückkehrt, ist die Gestalt spurlos verschwunden. Nachdem das Video auf TikTok gepostet wurde, wiesen aufmerksame Zuschauer schnell auf die dunkle Gestalt hin, die Will mit der Kamera eingefangen hatte. Und natürlich forderten sie einen zweiten Teil. Will hat darauf reagiert und beschlossen, den Keller erneut aufzusuchen und zu filmen. Okay, TikTok. Ich zeige euch diesen Keller. Und all die gruseligen Dinge, die hier passiert sind. Hier ist das Badezimmer, an dem ich eben vorbeigelaufen bin und eine Schattengestalt stand. Ich habe es gesehen. Es ist unheimlich. Aber es gibt hier einfach nichts, was einen Schatten in dieser Badewanne erzeugen könnte. Dafür eine Rohre macht draußen. Badewanne, Dusche. Hier ist ein Fenster. Was zum... Als Will die Kamera Richtung Fenster schwenkt, ist eine Hand zu sehen, die das Glas berührt, bevor sie schnell wieder verschwindet. Will eilt auf die andere Seite, aber es ist niemand da. In diesem nächsten Clip, der einige Zeit später aufgenommen wurde, geht Will zurück in den Keller und fängt etwas ziemlich Seltsames ein. Was geht, TikTok? Wir sind wieder in meinem Keller. Meine Verlobte hat hier Geräusche gehört. Laufendes Wasser. Diese Tür hat sich bewegt. Es war etwas gruselig. Ich bin mir nicht sicher, wonach ich suche. Viele fragen, warum ich keinen Strom habe, aber hier unten ist Strom. Im Hauptraum war der Strom wegen Renovierung abgeschaltet, aber für Waschküche und Bad ist Strom da. Ich zeige euch jetzt das Bad. Da läuft Wasser. Nicht Wasser, Strom. Hoffentlich auch Wasser. Ja, es gibt ein schönes, helles Licht. Hier funktioniert auch ein Licht. Das ist super. Die Türen führen zum Lagerraum. Das ist mein... Das ist fließendes Wasser. Okay. Wir wollen mal nicht suchen. Will hört auf einmal Wasser laufen und rennt rüber, um nachzusehen. Er stellt fest, dass der Wasserhahn läuft und noch seltsamer ist, dass alle Küchenschränke weit offen stehen, obwohl sie Sekunden zuvor noch komplett geschlossen waren. Die TikTok-Zuschauer waren erschrocken über diese mysteriöse dunkle Gestalt, die in Wills Keller lauerte, und spekulierten über die Verbindung zwischen seinem Beruf und diesen geisterhaften Erscheinungen. Einige fragen sich, ob er unwissentlich einen ruhelosen Geist in sein Haus eingelassen hat, während andere spekulieren, dass es sich um einen früheren Bewohner handeln könnte, der zu kommunizieren versucht. Und doch gibt es diejenigen, die skeptisch bleiben und die Echtheit dieser Vorkommnisse anzweifeln. Aber was ist deine Einschätzung? Erlebt Will Graves wirklich paranormale Störungen oder gibt es dafür banalere Erklärungen? Schreibe es mir in die Kommentare. Die Gestalt. Das nächste Geistervideo stammt von dem TikTok-Account Metaphysical Show. In dem Video erklärt Rob Counts, dass er, während er einige Zeit allein auf dem Land verbrachte, insbesondere in einem Pferdestall, ein Gespräch mit einem der Farmarbeiter begann. Rob fragte den Arbeiter ganz beiläufig, ob er etwas gesehen habe, das er sich nicht erklären könne. Und die Augen des Arbeiters leuchteten auf und er antwortete, ja,
Der Arbeiter zückt sein Handy und zeigt Rob ein Video, das in den Wäldern in der Nähe der Stelle aufgenommen wurde, worauf Robs Gesicht blass wurde. Das Seltsame an dem Video ist, dass der Typ, der es aufgenommen hat, nicht mehr in diesen Wald zurückgeht. Hast du den Hund im Video gesehen? Der Hund knurrte und schaute in den Bereich, wo die Erscheinung auftaucht. Ein wirklich verrücktes Video. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben und konnte nicht herausfinden, was los ist. Was denkt ihr? Eine mysteriöse weiße Gestalt wird von der Handykamera eingefangen, die zwischen den Bäumen hindurchgeht, bevor sie sich in Luft auflöst. Der Hund nimmt es deutlich wahr und beginnt zu knurren. Rob sagt, dass er sich dieses Video nicht erklären kann. In den Kommentaren glaubt Xcode jedoch, dass es sich um einen zurückgebliebenen Geist handelt und viele andere stimmen ihm zu. Ein anderer Kommentar von Emma-Jean sagt, dass wir nur 1% des Lichtspektrums sehen können und es wahrscheinlich Dinge um uns herum gibt, die irgendwo in den anderen 99% existieren, was sehr gruselig ist, wenn man darüber nachdenkt. Die Mehrheit der TikTok-Zuschauer ist davon überzeugt, dass es sich um den Beweis für einen Geist handelt, der mit der Kamera eingefangen wurde. Und einige halten es sogar für möglich, dass es sich um ein interdimensionales Wesen handelt, das durch die Zeit reist. Aber wie lautet dein Urteil über dieses Video? Ist dies ein Geist, der mit der Kamera aufgenommen wurde? Teile mir deine Meinung in den Kommentaren mit. Es ist im Badezimmer. Die nächsten gruseligen Clips stammen von dem TikTok-Account Celsa, die behauptet, in ihrem Haus wütet ein Geist. Celsa sagt, dass seit einiger Zeit seltsame, unerklärliche Dinge in ihrem Haus passieren, vor allem in ihrem Badezimmer. Unheimliche Geräusche wecken sie in der Nacht auf, Gegenstände bewegen sich von selbst und Wasserhähne werden zufällig aufgedreht. Um Antworten zu finden, beschloss Celsa, alle Vorgänge aufzuzeichnen und sie auf ihre TikTok-Seite hochzuladen, in der Hoffnung, dass ihr jemand helfen könnte. Das ist das Ergebnis der Aufnahmen. Okay, ich versuche schon seit 2 Wochen, das auf Video zu bekommen. Ich sah Dinge sich bewegen. Alle denken, ich bin verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Hier ist keiner. Los, Geist, falls hier ein Geist ist. Come on, Ghost, if there's a ghost in this house. Oh my god, oh my god, oh my god! Okay. Oh my god, I told you. Okay. Celsa bittet denjenigen oder dasjenige, das in ihrem Haus herumgeistert, sich zu melden und dann öffnet sich langsam eine Schublade von ganz alleine. Erschrocken nähert sie sich vorsichtig und dann schließt sich die Schublade irgendwie von selbst. Die TikTok-Nutzer waren skeptisch, also lädt Celsa ein Video hoch, das sie mit einer Kamera aufgenommen hat, die sie eingerichtet hatte, als die Aktivitäten Wochen zuvor begannen. In diesem nächsten Clip entspannt sich Celsa zu Hause ganz allein im Bett, als sie durch Geräusche aus dem Badezimmer gestört wird. You scared? Yeah. Sometimes I'm hearing noises, sometimes things get thrown off the counter.
I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. I don't want to touch it. That's just the cat box. Yeah, I'm gonna go live as soon as John gets here because I'm creeped out. Die Schubladen öffnen sich plötzlich auf mysteriöse Weise von selbst, bevor sie sich wieder schließen. Im nächsten Clip wird Celsas Tochter Zeuge dieses Vorgangs. Mom! Where is it? Okay. Oh, shit. Oh my God. Oh my God. Mama! Man sieht die Tochter, wie sie im Bad nach etwas sucht. Dann schiebt sich die Schublade von selbst auf und erschreckt sie. Und ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, flieht sie voller Angst aus dem Badezimmer. Die von Celsa Ann hochgeladenen Videos haben den TikTok-Zuschauern einen gehörigen Schrecken eingejagt. Viele User zeigten in den Kommentaren Mitgefühl und schlugen eine Reihe von Lösungen vor. Vom Verbrennen von Salbei in ihrer Wohnung bis hin zum Auszug. Skeptiker argumentieren jedoch, dass es nur um die Klickzahlen geht. Aber der Schrecken im Gesicht ihrer Tochter spricht eine andere Sprache. Aber was meint ihr dazu? Wird das Haus von Celsa Ann von einem unsichtbaren Wesen heimgesucht? Oder geht es nur um die Klicks? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Der Wächter der Finsternis. Dieses nächste gruselige Video wurde vor über 11 Jahren von Stephanie Almaguer auf YouTube hochgeladen. Stephanie, ein übersinnliches Medium aus Texas, sagt, dass sie, ich zitiere, manchmal die Toten sehen und hören kann und dass sie echte paranormale Aktivitäten in ihrem verfluchten Haus beobachtet hat. Im ersten Teil des Videos spaziert Stephanie durch ihr Haus und erklärt, was in ihrem Haus vor sich geht. Sie erwähnt, dass die Rauchmelder, obwohl sie keine Batterien haben, irgendwie piepen, was ihr zeigt, dass paranormale Aktivitäten unmittelbar bevorstehen. So, as you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, okay, do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm going to reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. Anything. You got to be kidding me. Does everybody see that? The light. Do you see that? Okay. I'm going to show you that there is nobody. There is nobody in this house. Während Stephanie ihren Zuschauern zeigt, dass niemand im Haus ist, schaltet sich ihr Fernseher auf mysteriöse Weise von selbst ein und der Alarm ohne Stromversorgung piepst über ihrem Kopf. Dann sieht man, wie die Lichter in ihrem Hausflur an- und ausgehen. Verwirrt und verängstigt erzählt Stephanie ihren Zuschauern, dass niemand in ihrem Haus ist. Doch im nächsten Teil bekommt Stephanie den Schreck ihres Lebens. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy... What the... Oh my God! Wenn man einmal von den Aufnahmen in Kartoffelqualität absieht, kann
kann man, als Stephanie in ihr Schlafzimmer blickt, etwas erkennen, das sie aus der Dunkelheit heraus mit einem blassen Gesicht beobachtet. Stephanie schreit entsetzt auf und rennt davon. Viele Zuschauer waren fassungslos, als sie dieses Video sahen. Und viele glaubten, dass sie tatsächlich Geister sehen kann und dass dieses blasse, weiße Gesicht in ihrem Schlafzimmer ein bösartiges, finsteres Wesen ist. Was denkt ihr, was hier vor sich geht? Das Autobahngespenst. Dieser nächste gruselige Clip hat in verschiedenen sozialen Medien die Runde gemacht. Es gibt nur sehr wenige Informationen über das eigentliche Video und ich konnte keine Originalquelle ausfindig machen. Was ich jedoch weiß ist, dass es von der Dashcam eines Autos aufgenommen wurde und etwas sehr Seltsames zeigt. Auf einer dunklen Landstraße taucht eine mysteriöse Gestalt auf und steht einfach nur da. Der Fahrer ist sichtlich schockiert über das plötzliche Auftauchen dieser Gestalt, schreit auf und weicht aus dem Weg aus. Da das Video nur 10 Sekunden lang ist, bleiben bei den Zuschauern mehr Fragen als Antworten zurück. Und viele fragen sich, wer oder was das gewesen sein könnte. Einige spekulieren, dass es der Geist von jemandem ist, der dort auf tragische Weise verstorben ist. Aber was glaubst du? Hat dieser Fahrer einen Geist mit der Kamera eingefangen? Teile deine Gedanken unten mit. Nicht betreten. Dieses Video stammt von einem meiner Lieblingskanäle für Lost Place Erkundungen, Urbex Hill. In dem Video besucht Chris eine verlassene Straße namens Hulton Avenue in Cleveland, Ohio. Diese verlassene Straße mit einer Kirche aus dem Jahr 1913 ist eine Erinnerung an eine vergangene Zeit. Chris beginnt seine Erkundung im Inneren der alten Kirche, aber nach einer Weile gelangt er in den Keller und die Dinge beginnen unheimlich zu werden. Swore I heard something. Als Chris den Keller der verlassenen Kirche erkundet, hört er etwas, das wie das Klirren von Metall oder Tellern klingt. Er hält inne und hört es wieder. Erschrocken schaut er sich um, doch die Umgebung sieht soweit sauber aus, also geht er weiter. That's weird. That was upstairs. That was loud. Auf den Aufnahmen von Chris' Standbildkamera im Obergeschoss ist zu sehen, wie sich eine Tür irgendwie von selbst schließt. Er geht hinauf, um nachzusehen, findet aber niemanden vor. Um herauszufinden, was diesen lauten Knall verursacht hat, setzt Chris seine Erkundung fort.
That door wasn't closed. At least I don't think it was. What does that say? Chris stößt auf eine Tür, von der er dachte, dass sie beim letzten Mal offen war. Gerade als er das erwähnt, ist in der Nähe ein leises Geräusch zu hören, fast wie ein dämonisches Knurren. Er selbst hat es nicht gehört, aber seine Zuschauer schon. Chris verlässt die Kirche und geht auf die Straße, wo er sich in völliger Dunkelheit verstecken muss, als ein Auto vorbeifährt. Wenig später betritt er ein verlassenes, heruntergekommenes Haus, was sich jedoch als sehr schlechte Idee herausstellt. There's a basement. Oh, that looks creepy as... I don't know if I'm gonna go down there. There's like running water down there. This is sketchy. This cannot be safe. Find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. It smelled like piss. I knew somebody was in there. Oh, there's somebody living in there.
Chris spät in einen Raum mit einem Vorhang, um zu sehen, ob jemand drin ist. Aber da ist niemand. Er sieht im Keller nach und hört plötzlich Schritte über sich. Er eilt nach oben und wartet am Ausgang, um zu sehen, ob jetzt jemand im Haus ist. Dann geht der Vorhang auf und Chris verschwindet von dort. Chris' Zuschauer hielten den Atem an, als sie diese gruselige Erkundungstour durch die Houghton Avenue sahen. Viele stimmten AMWF an 88 zu, dass sie nicht glauben können, dass er nach dem Vorfall in der Schule noch einmal einen Vorhang aufgezogen hat. Aufgepasst! Somebody's been living in here. Zum Glück hat Chris beide Situationen unbeschadet überstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon immer gedacht, dass Menschen gruseliger sind als Geister. Aber was denkst du? Und was würdest du in dieser gruseligen Situation tun? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.